Mein Name ist Chaim Eckstein und in der Lesson kann ich probieren zu explainen, was ist der Chilik von Intrinsic versus Extrinsic Value in Options. Das sind zwei Components, wo es effekt sehr stark die Optionspreisen und du darfst wissen, wo die zwei Sachen sind, ob die tradest Options. Und ich will dich demanden, dass zu traden Options ist sehr risky, ob du weißt nicht, wo das ist. Und du hast nicht touchen kann Options, so bist du nicht 100% klar mit wo das ist. Die darfst nicht verlieren kein Geld. Wo darfst du verlieren schwere jiddische ausgehörerte Geld? It makes no sense. So this is for educational purposes only und dich zu helfen verstehen ein bisschen besser, wie so Sachen arbeiten. So the main Sache, wo uns gehen wir reden ist, was affect the Preis von einer Option. So jede Option hat einen Preis, wo das wird umgerufen in der Options Market, the Premium, was man zahlt, oder the Premium, was man bekommt, oder die verkauft. Es do zwei Chalukkam in der Optionspreis. Heilig alle ist der Intrinsic Value, heilig weiß ist der Extrinsic Value. Als 8 Plätze wird es umgerufen the Time Value. Ich persönlich habe es lieb umgerufen the Cream. Okay, guys, die ganze Zeit Intrinsic, Extrinsic, Time Value. The Cream, also wie der extra Cream, ist schon verstehen, was ich rief, was also johen. Was meint Intrinsic Value? Intrinsic Value meint the value in the option, was the option wollt wenn gehad, ob sie wollt wenn jetzt geworden exercised. Das meint in andere Werte, the echte Value von uns. Lomush la call option, ob der Stock ist jetzt $110 and the strike price is $100, das meint, dass die kennst das, ob sie wollt wenn jetzt gewinn expiration, was die gekannt kaufen der Stock für $100, wenn der Market ist bei $110. Meint das, dass du a $10 dige Value, wo das ist a intrinsic value. Tracht daran der Wort in. In, es ist a echte Sache von innenweinig, von der Value von der Preis von der Stock. Der Stock ist 110, ich kann es kaufen für 100. So es hat a echte Value. Es ist nicht kein Lift. Es ist nicht kein Psaftuche, was einer hat, dass er geht ein Tag sein. Es ist a echte Value. Intrinsic value. Das ist bei Call Options. Bei Put Options dann sagen wir anders. Ob der Stock ist jetzt bei $90 und der Strike-Preis ist $100, das meint, dass die kannst jetzt verkaufen der Stock für $100, wenn der General Market ist bei $90. Es warte du ein Intrinsic Value von $10, als die kannst, hast da es ist jetzt wert, es ist ein echter Wert, es ist innenweinig, so du in dem ein echter Wert, nicht nur auf Tuches. Any option, was is out of the money, hat gunisch kein intrinsic value, es hat nur extrinsic value, weil das ist nur da auf Tuches. Und dasselbe Sache, wenn es hat intrinsic value, lassen wir sagen, es ist $10 in the money, und es hat ein intrinsic value von $10, aber der Optionpreis ist jetzt $11, meint es, dass du eine Combination von zwei Chalukkam, der intrinsic value von $10 und der extrinsic value von $1. So, hat es eine Combination von den zwei. So, a out of the money option hat nur extrinsic value, a in the money option hat alle beide. The intrinsic value ist übrigens einmal frei geschmiest, und the extrinsic ist bei alles hecher der intrinsic value von der Premium ist extrinsic value. Wie viel Zeit sie übergeblieben, wie viel Volatility sie do in der Stock, wie viel ist der interest rates, wie viel ist der dividend, und also weiter. So, if der Stockpreis moved nicht, ist der extrinsic value schrinkt over Zeit, und das wird auch umgerufen Theta Decay. Wie viel Zeit sie übergeblieben. Tracht daran so wie ein Balloon, so das Sachlift. Und legst daran ein Pin, ein Needle, gehst da Stecker ran, jetzt fängt man raus zu ganz ein bisschen der Lift. Oder tracht daran so wie Eiscreme. Ja, ich nehme aber es lieb zu riefen Creme, so wie Eiscreme. Sie zerlot sich, wie mehr Zeit sie geht darüber, als mehr zerlot sich es. Lass mal probieren zu machen noch ein Real-Life-Example. Lass mal sagen, ein Stock ist $105 und du hast eine Call-Option, was hat ein Strike-Preis von $100. Und der Call-Strike-Preis ist der Premium von dem $8. Wie viel ist der Intrinsic Value, wie viel ist der Extrinsic Value? Okay, schreib es auf. Und ob das du geschrieben hast, der Intrinsic Value ist $5, hast du Seite geschrieben, weil der Stockpreis ist jetzt 105 und der Call Option Strike ist $100, meint es hat Intrinsic Value von der Difference von 100 und 105, $5. Aber also wie der Option Preis ist $8, hat es auch ein Extrinsic Value von $3. So der $3 ist der Risk, wo du nimmst, ob der Stock wird gut nicht gemoved. Lass uns sagen, der Stock wird geblieben $105 bis deine Expiration, was der geblieben mit der Value nur von $5, aber die $3 was du verloren. So ob du verstehst das, wird dich selbst verstehen ein bisschen besser, wieso sind an Options gepreist, wieso kannst du picken eine bessere
Option für den Goal, wo du hast, kannst du avoiden zu überzahlen oder interzahlen, interbekommen. Vielleicht ob du verkaufst, bekommen weniger wie du willst, wenn du willst, bekommen für deinen Kredit. So ob du verkaufst Options, kannst du collecten mehr von der Extrinsic Value, weil der Intrinsic Value ist pushen the stock, so nicht, du bekommst nicht echt kein Geld dort. Oder wenn du kaufst Options, kannst du hoffen, als der Extrinsic Value geht werden mit der Zeit der Intrinsic, ob die Guys angerecht, und sie geht darauf gehen, der Stockpreis bei der Call Option, oder ob die Guys angerecht, und sie geht darauf gehen, der Stock Option bei der Put Option. The key zu mastern Options ist aus klar verstehen, wo du tust, und für wo du bezahlst, oder wenn du bekommst, und für wo du bekommst. Ich hoffe, das hat dir geholfen. If du hast any Schales, please lass es in the comment section. And if du noch gehört von der Lesson, please like and subscribe to the channel. Oder kannst du subscriben bei chaimextin.com/blog.